In einem Bericht, den wir später senden werden, untersucht Emily Wong die Korruption auf der Zitadelle und enttarnt ein ausgewachsenes Verbrechersyndikat. Sekunde, ich hab sie gleich. Hallo, Commander. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Hört sich gut an. Bin gleich soweit. Oh, da muss ein Fehler vorliegen. Das System sagt mir, ich soll Ihnen unsere ausgesuchte Ware anbieten. Spectre? Ich habe davon gehört, aber ich wusste nicht, dass Sie das sind. Tut mir leid, Commander. Zeigen Sie mir einfach, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Und somit grüßt zurück zu Mass Effect. Das wird jetzt die letzte Aufnahme für diese Session sein. Und der Rest ergibt sich dann, wenn wir es weit sein. Genau. Colossus. Equalizer. Ich weiß jetzt nicht, aber die Schnelle nicht einmal, welche Werte das unsere Mittelschwer Guardian 3. Im Endeffekt sind wir schon so relativ hoch gelevelt. Boah! 300 Fleck. Weißt du was, wir werden Arme zugreifen, oder? Ich sehe schon meinen Kontostand flöten gehen. Das haben wir gesagt, halten wir uns. Rückkauf brauchen wir eigentlich nichts. Haben wir da vielleicht noch irgendwas, was von uns... Colossus 7 kostet auch 114 Bari. Wurscht. Gut. Wir haben jetzt da kurzen Augenblick. Keeper scannen. 8 brauchen wir noch. Oh Gott. Und wenn wir das dann haben mit den Keeper, können wir eigentlich weiterreisen. Auch in puncto Geschichte. Warte mal. Ah, da sind wir gerade. Wie? Dort sind wir wieder auf. Ich suche die kleinen Keeper. Okay, Jali, lassen Sie mich das mal klarstellen. Ihr Geschäftspartner, Korban, er hat Sie bedroht? Naja, nicht wirklich. Aber er will mich treffen. Ich glaube, er wird mich töten. Und warum glauben Sie das? Ich kann nicht ins Detail gehen. Korban tötet mich, wenn ich hier ungeschützt gehe. Ich kann Ihnen nicht helfen. Außer Sie erzählen mir... Hey da! Oh. Sie sind nicht von der Zitadelle-Sicherheit, oder? Wollten Sie etwas? Ich habe mitgehört. Was wollten Sie dem Officer vorhin erklären? Mein Partner will mich töten. Und ich dachte, wir wären Freunde. Sie töten? Woher wissen Sie, dass er Sie töten will? Er ist jetzt so anders. Er redet bei der Arbeit nicht mehr mit mir. Und verfolgt mich. Gestern ist er mir bis nach Hause gefolgt. Er weiß nicht, dass ich ihn gesehen habe, aber er wartet nur auf seine Chance. Ist mir egal, was andere denken. Ich weiß, was er vorhat. Er will mich tot sehen. Wie kann ich Ihnen helfen? Kann ich irgendwas tun? Mit Ihrem Freund reden vielleicht? Würden Sie das? Mehr will ich nicht. Nur jemand, der mit ihm redet. Er soll mich in Ruhe lassen. Er meint, er kann mich herumschubsen. Aber Sie zeigen's ihm, oder? Ich rede mit Sagen ihm. Sie mir, wo er ist, und ich suche ihn. Okay. Er wollte mich unten in den Bezirken beim Markt treffen.
Er gab vor, er wolle nur reden. Er heißt Korban. Er ist Salarianer. Ich denke nicht, dass er Ihnen Probleme bereiten wird. Er ist nur ein Wissenschaftler. Korban? Das ist der Kerl, der uns darum bat, die Keeper zu scannen. Die Keeper? Das ist noch ein guter Grund, ihn ausfindig zu machen. Das verstößt gegen die Gesetze. Ich werde mich gleich darum kümmern, mal sehen, was er so vorhat. Was Korban betrifft, ist dieser Tage alles möglich. Also, viel Glück. Danke, kleiner Mann mit einem jungen Gesicht. Und was zahlst du für langs, Fratzerl? Hallo, Commander. Grüß dich. Warte mal. Squad, wir geben jetzt mal da Punkte. Und da Punkte. Wo schaut ich bitte die Chiffrierung frei? Erste Hilfe, Erste Hilfe. Erweiterter Overkill. Meisterhafter Schütze, Schrotflinte. Kann das sein, dass das für den Soldat, was ich eigentlich ja genommen habe? Dass das gar nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich voll Dödelmann. Hm? Ich glaub, dass das mein Raum oder das, was ich mir ausgesucht habe, gar nicht kann. Warte mal. Shit! Weil jetzt noch wisst, Squad. Dechiffrierung. Dechiffrierung? Sabotage. Warte mal. Ich werde das mal speichern. Sollte das jetzt in die Hose gehen, können wir noch immer. Machen wir jetzt nicht deppert. Wieso funktioniert... Wie ist denn das? Na. Na. Jetzt da. Computerkonsole. Kann sie das auch? Überhitzt die Waffen. Aha. Shit. Ich glaub, das geht. Na egal. Was ist da oben überhaupt? Oh! Tracking Terminal. Da gibt's nix. Ich will es jetzt aber trotzdem noch mal probieren.
Kann er so schwarz? Aber jetzt! Das muss ja irgendwie funktionieren, oder nicht? Erhöht die Menge des gefundenen Universalgelds. Können Sie gesicherte Objekte gegeben. Ach so. Das funktioniert so noch gar nicht. Verursacht. Schade. Und ich hab geglaubt, dass du mit die Terminals auch aufmachen kannst. Schade. Wurscht. Wir haben genug zu tun. Scheiß mal, das ist nicht unbedingt ein Blödsinn. Tagebuch. Sie haben einen Volus-Wissenschaftler namens Jaled kennengelernt. Er ist in den Büros der C-Sicherheit und weigert. Büros der C-Sicherheit. Gut, dann suchen wir uns jetzt da eine Fahrgelegenheit. Andockbucht. Wir sind ja schon in die Büros, oder nicht? Ah, das ist nur der Ausrüstungsoffizier. Da ist nur der Lift. Warte mal. Präsidium? Nein. Bezirke? Zurück. Verlassen. Gott, ich hab ein Hirn, das ist ein Wahnsinn. Unteren Märkten. Okay, dann waren wir eigentlich ja knapp daneben. Bezirke. Märkte. Ja, lieber jetzt alles soweit fertig machen, dass wir uns dann in Ruhe mit einer Sache beschäftigen können. Da ist der Volus. Volus, genau. Wo ist jetzt der kleine? Da ist der Jorban, Korban, Horban. Das wird sich so schwer auf Orban reimen, aber naja. Commander? Ich habe nicht erwartet, Sie noch einmal zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Die Wahrheit. Fangen Sie am besten mit der Wahrheit an, Korban. Ich weiß gar nicht, worauf Sie anspielen. Meine Experimente... Schluss mit dem Gefasel. Jalid hat uns erzählt, dass Sie ihn verfolgen. Sie haben mit Jalid gesprochen? Dann wissen Sie von den Daten? Erzählen Sie jetzt alles, was Sie wissen. Ihr könnt gehen, Jungs. Anscheinend haben sich meine Pläne gerade geändert. Ich bin nicht so übel, wie Sie glauben, Commander. Jalid und ich waren nur... verschiedener Meinung. Nur weiter. Das Unternehmen, für das wir arbeiten, hat ein experimentelles Verfahren für den Einsatz in medizinischen Scannern entwickelt. Aber Jalid und ich haben ein noch viel größeres Potenzial darin gesehen.
Also haben wir die Pläne gestohlen und heimlich ein Gerät entwickelt, um die Keeper zu scannen. Können Sie sich das vorstellen? Ein Gerät, mit denen man die Keeper auslesen kann. Was ist daran so Besonderes? Es ist so gut wie unmöglich, die Keeper zu scannen. Und man kann sie nicht fangen oder ihnen Proben entnehmen. Sie zerstören sich einfach selbst. Wir sind seit Jahrhunderten hier und wissen nichts über sie. Verstehen Sie wirklich nicht? Wir waren die Ersten, die sie jemals gescannt haben. Sie haben es selbst gesehen, Commander. Und Sie wissen, dass wir es schaffen können. Das erklärt noch nicht, warum Sie Ihren Partner töten wollen. Ich will ihn gar nicht töten. Es war Yalids Job, unsere ersten Resultate zu veröffentlichen. Aber er entschied, die Daten für sich selbst zu behalten. Vielleicht um sie zu verkaufen. Ich weiß nicht. Also wollen Sie nur wiederhaben, was Yalid gestohlen hat. Wir verloren die Übersicht. Wir wollten diese Gelegenheit einfach nicht verpassen. Commander, wenn Sie für mich weitere Daten sammeln würden, stellen Sie sich vor, was wir alles lernen könnten. Und es wäre auch eine Gelegenheit, einen großen Profit daraus zu schlagen. Ein paar Scans sollten sicher kein größeres Problem darstellen. Sehr gut. Vielleicht können Sie ja auch gleich mit Yalid sprechen. Die Daten, die Sie für mich sammeln, sind wertlos, wenn mir Yalid nicht bei der Analyse hilft. Ich werde gleich mit ihm sprechen. Danke. Und viel Erfolg beim Scannen, Commander. Okay. Oh Gott, ich sag das ist so richtig. C-Sicherheitsakademie. Grüß dich. Wo hat's gesagt? C-Sicherheitsakademie, genau. Ich merke mir ja gar nichts mehr. Bist du deppert? So alt bin ich schon. So, C-Sicherheit. Präsidium. Bezirkszug. Wo war die scheiß C-Sicherheit? Da. So, wo war der kleine Wollüstige? Der muss, glaube ich, da oben gewesen sein. Na, das war der Sicherheitsoffizier. Oder Ausrüstungsoffizier oder Umkrempelungsminister, was weiß ich. Wo war denn die kleine Warze? Wieder hier? Haben Sie Korban gefunden? Sie haben mich angelogen, Yalid. Gelogen? Warum sollte ich lügen? Was ist mit den Daten? Das haben Sie nie zuvor erwähnt. Er hat es Ihnen gesagt? Ich wollte nicht, dass das geschieht. Ich fürchtete, Korban würde mich wegen der Daten umbringen. Daher hoffte ich, Sie würden sich um ihn kümmern. Nur die Ruhe, ich helfe ja. Ich werde die Keeper für Korban scannen. Aber Sie müssen aufhören zu streiten. Sie helfen uns? Das ist wirklich sehr freundlich. Wenn Korban die ganze Sache vergessen kann, kann ich das auch. Danke für die Hilfe, Commander. Ich muss jetzt gehen und die Daten analysieren. Hey Gott, na. Wie die kleinen Kinder. Schwupps, weg ist er. Okay, ich habe keinen scheiß Schimmer, muss ich da offen und ehrlich gesagt gestehen, wo wir restliche Keeper finden sollen.
Wie haben wir denn überhaupt noch? Ich glaube, 8 sind noch über. 7. Ja, so die große Frage, wo findet denn die Scheiße alle miteinander? Im Prinzip können wir eigentlich nur eins machen. Präsidiumstechniker versuchen herauszufinden, warum sich ein Computersystem vor kurzem auf katastrophale Weise überladen hat. Die Techniker sind sich bisher nicht sicher, wodurch die Fehlfunktion verursacht wurde. Sie wissen auch nicht, wozu dieses System ursprünglich diente. Der Citadel-Sicherheitsdienst untersucht den möglichen Vandalismus oder Missbrauch öffentlichen Eigentums. Das gefällt mir aber. Das gefällt mir wirklich. Wir können eigentlich jetzt nur eins machen. Da gibt's auch noch was wir machen könnten. Es ist das Problem, das ist alles ein bisschen so verzweigt, weißt, und ja, ich hab's jetzt so mit der Orientierung in Videospielen, das kann dann immer ein bisschen in die Hosen gehen. Im Prinzip können wir jetzt eh noch alles ablaufen. Bitte stören Sie die Keeper nicht. Bitte stören Sie die Keeper nicht. Bitte stören Sie die Keeper nicht. Ey, braucht den aber. Willkommen im Präsidium Tourismus Terminal 2. Sie befinden sich gerade am Fuß des Zitadellturms, einem der bedeutendsten und bekanntesten Bauwerke des Präsidiums. Hinter mir sehen Sie das spektakuläre Portalmonument, ein Maßstabmodell eines proteanischen Massenportals. Zu Ihrer Linken sehen Sie, wie einer der Keeper, die Verwalter von Citadel, ein Steuerfeld bedient. Sie werden vielleicht noch mehr Keeper bei der Ausführung diverser Tätigkeiten auf Citadel beobachten können. Wir müssen Sie aber bitten, die Keeper nicht bei der Arbeit zu stören. Die Keeper sorgen für den störungsfreien Betrieb von Citadel. Das Abhalten der Keeper von ihren Tätigkeiten zieht harte Strafen wie Gefängnisstrafen und Rehabilitationsmaßnahmen nach sich. Erzählen Sie mir mehr über das Portalmonument. Die Asari haben die Zitadel als erste entdeckt. Das Portalmonument ist eines der interessantesten und umstrittensten Bauwerke der Zitadel. Was hat denn dieses Kunstwerk zu bedeuten? Vielleicht ist es nur eine Erinnerung an die proteanische Eitelkeit. Und daran, dass die Galaxie mit Hilfe der Massenportale erobert wurde? Oder vielleicht ist es ein Symbol der Einheit. Eine proteanische Vorhersehung, dass die Völker der Galaxie mit Hilfe der Massenportale hier zusammenfinden würden. Es gibt keine gesicherten Fakten darüber. Deswegen beschäftigen sich viele Akademiker und Historiker mit diesem Portalmonument. Erzählen Sie mir von diesem Zitadellturm. Er beherbergt die Ratskammern und die Zitadellkontrolle und ist eines der wichtigsten Gebäude auf der Station. Zugang zu diesen Bereichen wird nur Personen mit autorisierter Berechtigung gewährt. Was passiert in der Zitadellkontrolle? Die Zitadellkontrolle verwaltet alle ein- und ausgehenden Transitflüge. Alle Schiffe im Umkreis von 2000 Kilometern der Zitadel unterstehen der Zitadellkontrolle. In Spitzenzeiten werden manchmal mehr als 1000 Schiffe verwaltet. Ich möchte mehr über die Ratskammern erfahren. In diesem höchsten Raum des Turms führt der Rat seine Geschäfte, mit weitreichenden Entscheidungen für die gesamte galaktische Gemeinschaft. Die Ratskammern sind ein wahrhaft beeindruckender Anblick. Allerdings können nur wenige sie persönlich bewundern. Dort haben für gewöhnlich nur Ratsmitglieder, Botschafter, hochrangige Offizielle und die verschiedenen Assistenten Zutritt. Ich bin schon in den Ratskammern gewesen.
Nur einer Handvoll Besucher von Citadel wurde dieses Privileg bis heute eingeräumt. Wenn es nicht außerhalb meiner Programmierung läge, wäre ich jetzt neidisch. Ich möchte mehr über die Keeper wissen. Über diese Verwalter von Citadel ist nur wenig bekannt. Aber bei der Wartung und Steuerung der ganzen Station spielen sie eine entscheidende Rolle. Laut der Citadel-Bestimmungen dürfen die Keeper bei der Ausführung ihrer Arbeit niemals gestört werden. Wer diese Bestimmung missachtet, muss mit harten Strafen rechnen. Keeper sind in allen Sektionen von Citadel anzutreffen, aber die meisten halten sich im Turm oder dessen Umgebung auf. Gibt es einen besonderen Grund dafür, dass hier so viele Keeper sind? Die Keeper kommunizieren nicht mit anderen Lebewesen. Man geht aber davon aus, dass das Hauptsteuerzentrum der Citadel sich im Turm befindet. Viele Systeme der Station, wie die Navigation und die Lebenserhaltung, arbeiten automatisch. Es wird angenommen, dass die Keeper diese Systeme von dem nicht zugänglichen Kern des Turms aus steuern. Die Keeper zeigen sich auch häufiger bei Sitzungen der Ratskammer, doch meist sieht es so aus, als würden sie dort nur auf dem Weg zu einem anderen Ziel vorbeikommen. Das ist vorerst alles. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Super, und wie kommen wir jetzt zu deinem Zubi? Ach so, eine Spachtel. Brauchst du irgendwas? Nö. Gibt es da noch irgendeine Nebenmission mit einer Schwangeren? Da ist es der Turm, okay. Da haben wir das Portal. Aber Jake hätte das ganz sicher nicht gewollt. Woher willst du wissen, was mein Mann gewollt hätte? Zumindest weiß ich, was ich sage. Du gefährdest damit dein Baby. Das Baby ist alles, was mir von Jake geblieben ist. Es ist mir egal, was du darüber denkst, Michael. Das ist meine Entscheidung. Ich weiß, wie traurig du bist, Rebecca. Aber du musst jetzt an das Baby denken. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Vielleicht können Sie ihr ja etwas Vernunft beibringen. Ich weiß ganz genau, was ich tue, Michael. Ich werde mich keiner Behandlung unterziehen. Meine Schwägerin hier ist schwanger und sie weigert sich, eine Gentherapie für das Baby in der Gebärmutter zu machen. Ich bin sicher, dass es dafür gute Gründe gibt. Ich würde auch gern die andere Seite der Geschichte hören. Mein Mann, Jacob, ist vor einigen Monaten an einer seltenen Herzkrankheit gestorben. Es ist möglich, dass das Baby an der gleichen Krankheit leidet, aber durch eine Standard-Gentherapie könnte es geheilt werden. Aber die Heilungschancen stehen schlecht, Michael. Und in den Extranet-Berichten steht, dass das Baby dabei Schaden nehmen könnte. Es ist weniger gefährlich als die genetischen Verbesserungen, die alle Allianzsoldaten erhalten. Und wie wahrscheinlich ist es, dass auch Ihr Kind diese Krankheit bekommt? Die Ärzte beziffern die Chance auf 1 zu 50. Und wenn das Baby doch krank wird, gibt es auch konventionelle Heilungsmethoden. Aber die sind nicht annähernd so effektiv wie die Gentherapie. Wie viele Babys erleiden denn Schaden durch diese Therapie? 1 von 300, höchstens. Und in den Extranet-Berichten steht auch etwas über langfristige Komplikationen, die noch niemand abwägen kann. Verstehst du es nicht? Wenn mein Baby das eine von 300 ist, werde ich mich immer fragen, ob ich mein Baby unnötig getötet habe. Es ist Rebeccas Kind, Michael. Ich denke, Sie sollten Ihre Entscheidung respektieren. Aber sie trifft keine vernünftige Entscheidung. Sie reagiert nur blind, aus Trauer. Ich weiß, dass Sie nur das Beste für das Kind Ihres Bruders wollen. Aber das ist nicht Ihre Entscheidung. Natürlich ist sie das. Ich werde dem Kind eine Art Ersatzvater sein. Aufschlussreiche Wortwahl. Dann verhalten Sie sich so. Dann unterstützen Sie die Mutter des Kindes, wenn sie solch schwierige Entscheidungen treffen muss. Das Baby ist alles, was mir von meinem Bruder geblieben ist. Ich fühle mich dafür verantwortlich, dass es dem Kind gut geht. Es ist auch alles, was mir geblieben ist, Michael. Ich will doch nur, dass es Jacobs Kind gut geht. Das schulde ich ihm einfach. Es wird ihm gut gehen. Versprochen.
Danke, dass Sie mit uns darüber gesprochen haben. Ich weiß das zu würdigen. Na bitte, vorbildlich +8. Was will man nicht mehr machen? Gut, wir müssen jetzt unbedingt... Ja, ich weiß. Wir sind jetzt schon, weiß nicht wie viele Minuten... Parlafon. Holla die Waldfee, da klingelt was bei mir. Wen haben wir denn da? Jemanden vom Erdenclan. Und eine Berühmtheit dazu, oder? Man nennt sie doch Shepard, nicht wahr? Die Legende, wie sie die Tragödie von Akuse überlebt haben, ist ganz erstaunlich. Ich bin jedes Mal aufs Neue erstaunt. Sie haben mir etwas voraus. Ich bitte um Vergebung, Commander. Mein Name ist Parlafon. Meine Arbeit erfordert es, immer informiert zu sein. Ich bin Finanzberater für viele bedeutende Kunden hier auf der Zitadelle. Wenn jemand so Berühmtes auf der Station eintrifft, werde ich darüber informiert. Man sagte mir, dass Sie für den Shadow Broker arbeiten. Haben Sie irgendwelche Informationen über Saren? Sie sind sehr direkt, Shepard. Das kann ich akzeptieren. Aber Rex hat Ihnen darüber schon mehr erzählt, als ich es könnte. Ich kann ihn leider nicht mehr anbieten. Erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit. Das galaktische Finanzwesen ist eine komplizierte Geschichte. Gesetze und Vorschriften mit Bezug auf Dutzende interstellarer Wirtschaftssysteme. Ich bin ein Experte für all die Zusammenhänge der Wirtschaftssysteme. Gegen Gebühr kann man von meinem Fachwissen profitieren. Ich bin zudem ein gefragter Mann, wenn man Geschäfte machen möchte, ohne unnötig Aufsehen zu erregen. Diskret und effizient. Das ist mein Motto. Klingt eher nach schmutzigen Geschäften. Alle meine Geschäftsaktivitäten orientieren sich natürlich an gültigen interstellaren Gesetzen. Dennoch wünschen einige meiner Kunden, ihre Geschäfte unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu tun. Ein Hanar-Botschafter hat zum Beispiel einmal einen Antrag auf Reduzierung der Importsteuern auf Hanar-Güter beim Rat eingereicht. Was für einen Eindruck hätte es gemacht, wenn bekannt geworden wäre, dass er Anteile an einer Hanar-Exportgesellschaft hält. Auch wenn seine wahren Motive waren, seinen Leuten helfen zu wollen, wäre er in Verdacht geraten, sich durch einen positiven Antragsbescheid persönlich bereichern zu wollen. Also habe ich seine Geschäfte im Stillen verwaltet. Klingt für mich immer noch nach schmutzigen Geschäften. Dann wollen wir hoffen, dass Sie niemals ein so großes Vermögen zu verwalten haben, dass Sie meine Dienste benötigen. Erzählen Sie mir bitte mehr vom Shadow Broker. Die meisten Leute glauben, dass ich mit Wirtschaftsangelegenheiten mein Geld verdiene. Aber meine Währung lautet Wissen. Ich handle mit Informationen und bin so reich geworden. Aber der Shadow Broker ist der wahre Meister. Jeden Tag kauft und verkauft er Informationen, aufgrund derer Regierungen stürzen könnten. Er verkauft sie immer an den höchsten Bieter. Aber dennoch scheint er niemals die natürlichen Kräfteverhältnisse aus dem Gleichgewicht zu bringen. Alle diese preisgegebenen Geheimnisse scheinen sich aufzuwiegen. Am Ende hat niemand einen Vorteil vor den anderen. Wissen Sie, wer er ist? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Die Abstammung und das Geschlecht des Shadow Broker sind nicht bekannt. Aber ich persönlich glaube, dass eine ganze Gruppe von Leuten hinter seiner Identität steckt. Wie sonst könnte man so viele Informationen gleichzeitig verwalten? Und wie sonst könnte man an so exklusive Informationen herankommen? Aber sie haben alles perfekt arrangiert. Jede Regierung sieht sich gezwungen, ihr Spiel mitzuspielen, um zu wissen, was vor sich geht. Aber egal, wie lange man mitspielt oder wie viele Geheimnisse man kauft, es gibt keinen Gewinner. Ich hätte gedacht, dass Sie mehr über den Mann wissen, für den Sie arbeiten. Von Zeit zu Zeit komme ich an Informationen, die ich dem Shadow Broker verkaufe. Nur das ist mein Part. Mir gefällt es so.
Je mehr man weiß, desto gefährlicher wird das Spiel. Ich lebe nicht gern gefährlich, Commander. Das überlasse ich Ihnen. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Ja, auf Wiederschauen. Puh, ich such die blöden Keeper. Ich such die blöden Keeper. So, haben wir noch immer so viel? Oh Gott, das hört ja gar nicht mehr ab. Hallo, Wesen menschlicher Abstammung. Dieser ist begeistert, Sie hier in seinem Emporium begrüßen zu dürfen. Persönliche Frage. Wer sind Sie? Dieser trägt den Namen Dalaninder, aber viele sagen einfach Dalan zu ihm. Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, um diese exquisiten Waren zu betrachten, die dieser anbietet. Ich glaube, das ist uns eh allen bekannt, oder? Zurück. Schauen wir mal. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Oh, es ist diesem eine große Ehre, Wesen menschlicher Abstammung. Es wird Sie nicht enttäuschen. Upgrades, das hört sich gut an. Polonium. Ja. Gut, wir müssen weiter, es hilft nichts. Und ja, ich weiß, dass wir hier auf der Zitadelle noch einiges zu tun haben. Aber ich möchte halt eigentlich, bevor wir nicht auf der Zitadelle alles fertig haben, will ich gar nicht weitergehen. Das ist ja gar nichts. Mein Büro ist bereits 5-mal umgebaut worden. 5-mal? Ah! Warte mal. Willkommen. Ich bin Elina. Sie sind keiner der für heute eingetragenen Klienten. Soll ich nachsehen, wann die Konsortin Zeit hat, Sie zu empfangen? Ich bin hier fertig. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Ja. Es ist uns immer eine Freude. Ja. Nelina. Ja, Shaira? Bitte Commander Shepard zu mir hoch. Ich wünsche Sie zu sprechen. Ja, natürlich, Herrin. Das wollte man eigentlich aufgehalten für den Schluss, aber mein Gott. Die Konsortin hat Ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen. Sie wünscht, Sie jetzt zu sehen. Ich spreche mit ihr, wenn ich Zeit habe. Warten Sie nicht zu lange. Sie sollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Sie erwartet Sie oben, wenn Sie zu ihr möchten. Ja, ist mir schon klar, das weiß ich auch. Warte mal. Ich suche da, ist da jetzt irgendwo ein Keeper? Da ist keiner, glaube ich. In dieses edle Klischee hüpfen wir später. Ja, aber seit Warte Fies mal. das übernommen hat, gehe ich da auch nicht mehr hin. Die besten Lounges werden scheinbar von Läden wie Koras Nest ersetzt. Die Botschafter-Lounge ist nicht schlecht, aber das Entertainment-Programm ist totlangweilig. Ja, bla bla bla. Interessiert ja keinen. Bla bla bla. Da ist noch ein Keeper. Christi Avina, du... Ah, da waren wir schon. Jetzt laufen wir da hinten über die Brücke hinüber und schauen, ob wir noch ein paar Keeper finden. Tagebuch, wie brauchen wir noch? Gott, oh Gott, diese Such- und Sammelaufgaben. Haben wir den Spiel auch schon angekotzt. Ja, aber vielleicht finden wir da noch ein paar Keeper. Viele sind es ja nicht mehr. Es waren schon mal weniger als wie geglaubt. Na Gott sei Dank ist das keine offene Welt. Oh. So,
Wir laufen gleich mal da durch, dann schauen wir gleich mal, wo es was gibt's. Ah, das ist die der Botschaftsempfang. Was ist denn da oben? Was ist denn da oben? Begrüße. So, da. Oder haben wir da in dem Bereich jetzt schon alle Keeper? Was hat sie gesagt? Warte mal. Wegbeschreibung. Finanzbezirke. Da sind wir ja gerade hergekommen. Wo hat die Avina gesagt, sind die meisten Keeper unterwegs? Eigentlich nur beim Zitadellturm und Umgebung. Ja, und das Stück sind wir schon angelaufen, 280.000 Mal. Ich glaube, wir müssen nochmal in den Turm. Im Gedenken an Eden Prime bringen wir ein Porträt der mutigen Soldatin Nirali Bhatia. Soldatin Bhatia war eine hingebungsvolle Ehefrau und talentierte Köchin und schloss sich im Verlauf des Ausbildungsplans dem Allianzmilitär an. Nach Ende ihrer Dienstzeit wollte Frau Bhatia ein Restaurant eröffnen, doch stattdessen verlor sie beim Schutz der Kolonisten auf Eden Prime ihr Leben. Weitere Kurzporträts mutiger Soldaten und Freistellen beim Militär finden Sie beim Allianzmilitär im Extranet, wenn Sie das Keyword Mut eingeben. So. Dann schauen wir da gleich weiter. Aber am geschicktesten wird es sein, bevor ich da jetzt noch 2,5 Stunden herumlaufe und nicht weiß, was ich tue, ich werde die Keeper offline suchen. Genau. Den haben wir. Ein riesiges Becken mit nichts. Na gut. Ihr habt's mich gerade überredet. Nein, wir werden das anders machen. Ich werde die Keeper offline suchen. Oder außerhalb jetzt von den ganzen Quakel. Und wenn ich es dann hab es. Genau. Weil dann können wir nämlich gleich weiter rauschen. Und endlich noch ein paar Kleinigkeiten erledigt auf der Zitadelle. Ich glaube, die großen Dinge etc. haben wir jetzt eh schon alle. Wo geht's da hin? Andockbucht. Ich überlege nur gerade, wo geht's denn da hin? Zum Präsidium. Francis Kidd sprach über seine Pläne, Hamlet mit Elcor-Darstellern zu verwirklichen. Die Produktion wird den Elcor das dramatische Theater näher bringen, wobei sich Hamlet der Elcor-Körpersprache und Pheromone bedienen wird. Kidd sagt, dass er einem menschlichen Publikum überdies die Chance geben möchte, Hamlet anhand seiner Taten und nicht seiner Emotionen zu beurteilen.